kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute hat Fanian sehr viel Lust, sich zu bewegen. Sie findet im Dschungel eine Waldlichtung, wo sie sich so richtig drauf austoben kann. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land, das nie stillsteht. Überall, wo man hinschaut, bewegt sich etwas. Das kann ein Blättchen an einem Ast sein, wo fein hin und her windet. Oder ein Käfer, wo langsam einen Zweig von einem Busch aufkreucht. Auch der Boden im Schlummerland lebt. Da hat es zum Beispiel Ameisli, wo in einer Reihe hintereinander quer durch die Wälder vom Schlummerland laufen. Auf ihren Rücken tragen sie all die Sachen, die sie brauchen, um ihren Ameisenhaufen zu bauen. Stückchen von verschiedenen Blättern, alte braune Tannennadeln, Moosstückchen und Baumrinden. Eins nach dem anderen tragen sie zu ihrem Ameisenhaufen, wo die Sachen aus der Natur dann gebraucht werden. All die kleinen Bewegungen, die passieren im Schlummerland, sieht man vor allem dann, wenn man ganz genau anschaut, wenn man sich Zeit nimmt zum Beobachten. So, wie das gerade Fanian macht. Die Fanian ist ein Muns. Und Muns sind flauschige, fehlige Wesen, die auch im Schlummerland wohnen. Sie sind befreundet mit allen Tieren und Pflanzen. Und für das kleinste Ameisli haben die Muns genau gleich viel Liebe wie für den grössten, ältesten Baum im Schlummerland. Die Fanian hat heute kurze Hosen an, die grünlich glänzen, so ein bisschen wie der Panzer von einem Käfer. Um ihren Oberkörper hat sie sich ein Tuch gewickelt, mit einem farbigen Muster drauf. Das Muster besteht aus verschiedenen grossen Kreisen in allen möglichen Farben. Die Kreise überschneiden sich auf dem weichen Stoff und wirken fast, wie wenn sie in Bewegung wären. Sie sehen ein bisschen aus wie farbige, drüllende Rädchen. Sonst ist die Fanian Blut, also das heisst, sie hat natürlich noch ihr flauschiges Mundsfell, wo heute hellbraun schimmert. Ihre Haare auf dem Kopf haben die gleiche Farbe und sind zu einem Rossschwanz gebunden. Was eben noch besonders ist bei den Muns, ist, dass sie nicht jeden Tag gleich aussehen. Sie können nämlich je nachdem, auf was sie Lust haben, die Farbe von ihrem Fell ändern. Und auch das, was sie anhaben. Das machen sie, indem sie mit dem Finger 3-mal auf ihren Bauchnabel klopfen und fest an das denken, was sie gerade möchten. Auf diese Art können die Muns zaubern. Fanian schaut auf in die Bäume und sieht dort 2 kleine, braune Äffli,
mit weißen Bäuchen, die über ihren Fangis spielen. Vom einen zum anderen Baum hüpfen und juchzen dabei vor Vergnügen. Wie sie in die Hocke gehen und dann gumpet. Das sieht spassig aus, denkt Fanian. Und sie kommt selber Lust über zum Gumpen, zum Hüpfen und sich bewegen. Die Fanian läuft los. Oder besser gesagt, sie hüpft los. Schwupps, ein grosser Gump über die Ameisenstrasse und dann das kleine Waldwägli durch. Immer vom einen Bein aufs andere. Dabei schwingt ihr Rossschwanz bei jedem Gump mit, von der einen auf die andere Seite. Und rauf und runter. Auch die Arme bewegt Fanian. Wie ein Flugi streckt sie die Arme auf der Seite aus, so dass sie auf dem schmalen Wägli manchmal ein bisschen an den Pflanzen ankommt. Fanian merkt, wie das Hüpfen ganz vieles in ihr aufweckt. In ihrem Bauch spürt sie Wärme und ein freudiges Kribbeln, das sich mit jedem Gump ein bisschen mehr in ihrem Körper verteilt. Ihre Beine und Arme fühlen sich stark und beweglich an. Und je länger sie unterwegs ist, desto leichter fällt es ihr, um immer grössere Gumpischritte zu nehmen. Es ist ein warmer, sonniger Tag im Schlummerland und Fanian schwitzt ein bisschen. Aber gerade so, dass es angenehm ist. Sie spürt, wie ihr Kopf leichter wird. Es ist, wie wenn er bei jedem Gump ein bisschen leerer werden würde. Nach einer Weile kommt Fanian auf eine Waldlichtung. Ein Ort im Dschungel, wo die Bäume ein bisschen weniger nahe beieinander stehen. Das Sonnenlicht geht da bis an den Boden runter und taucht den Moosboden in ein helles, leuchtiges Grün. Die Fanian sieht, dass es da eine Art einen Spielplatz hat. Sicher hat der einen Munz vor ihr gebaut und stehen lassen, so dass jetzt andere Munz ihn auch brauchen können. Da gibt es zum Beispiel einen dicken Ast, wo quer in die Astgabel von 2 Bäumen geleitet worden ist. Der Ast schwebt gerade so hoch über dem Boden, dass die Fanian noch mit ihren Händen dran ankommt. Es liegen da auch verschiedene grosse Steine am Boden. Mit denen kann man rühren oder ausprobieren, wie viel Steine aufs Mal das man lupfen kann. Die Fanian ist ganz fröhlich, dass sie diesen besonderen Ort gefunden hat. Sicher hat der Munz, der das gebaut hat, auch so Lust gehabt, um sich zu bewegen und hat darum all diese Sachen so eingerichtet. Die Fanian läuft zu dem Baumstamm, wo zwischen den 2 Bäumen liegt, und hüpft ein bisschen rauf, so dass sie sich mit den Händen gut dran heben kann. Jetzt hängt sie ganz ein bisschen über dem Boden. Sie zieht ihre Beine an und fängt an, sich vorne und hinten zu schwingen. Es fühlt sich an, wie wenn ihr Rücken ganz lang werden würde. Und es macht Spass. Ein wie Reiteseile, findet Fanian. Sie probiert auch, sich nur mit der Kraft der Arme so weit aufzuziehen, dass sie über den Baumstamm drüber schauen kann. Das ist recht schwierig. Einmal, zweimal und 3-mal schafft sie es. Und dann lässt sie den Ast los, so dass ihre haarigen Füße wieder auf dem weichen Boden landen.
ganz stolz ist Fanian, dass ihre Arme das haben mögen, und sie schüttelt sich, um sich ein bisschen aufzulockern. Am Boden neben dem Stein sieht Fanian eine Liane am Boden liegen. Fanian überlegt, den Strick kann man doch wunderbar brauchen zum Seile gumpen. Sie nimmt das eine Ende von dem hellbraunen Seil in die eine und das andere Ende in die andere Hand und bewegt ihre Handgelenke durch die Luft. Zuerst tut sie an Ort und Stelle über das Seil gumpen, aber schon bald hüpft Fanian vorwärts und rückwärts, immer über die Liane, wo sie mit ihren Händen durch die Luft schwingt. Nach einer ganzen Weile bleibt Fanian stehen und leitet die Seile ab, wieder zurück auf den Boden. Ihr Herz klopft ganz fest und sie schnauft auch ein bisschen schneller als sonst. Für einen Moment macht sie die Augen zu und legt die Hand auf ihre Brust. Sie spürt, wie ihr Herz auch am Gumpen ist, im gleichen Takt wie sie selber vorig. Die Fanian schnauft tief ein, bis in den Bauch runter und aus. Unter ihrer Hand klopft es langsam ein bisschen weniger schnell und auch nicht mehr so fest. Sie nimmt die Hand ab, lässt aber die Augen zu und steht jetzt ganz still auf der Waldlichtung. In ihrer Inne ist alles am Fliessen. Es ist, wie wenn ganz viele kleine, dünne Flüssli voller Licht und Wärme in Bewegung wären. Von zunderst bei den Füßen bis zoberst in den Kopf und auch die Arme durchab, bis in die Hände und in alle Fingerspitzen. Nach dem vielen Bewegen ist das Stillstehen irgendwie ganz besonderig. Fast ein bisschen magisch. Es gibt jetzt wie einen Unterschied von dem, was man von außen sieht und wie die Fanian sich innen drin fühlt. Von außen steht die Fanian still, aber inwendig spürt sie ganzen Haufen. Das Fliessen in den Beinen, ein weiches Kribbeln in den Fingerspitzen und die wunderbare Wärme überall. Durch die Bewegung in ihrem Körper stehen ihre Gedanken still. Überlegungen, die vorher noch in ihrem Kopf herumgeschwirrt sind jetzt wie weggespült vom Bewegungsfluss. Und Fanian spürt noch etwas anderes. Nämlich, dass sie jetzt Lust hat zum Absitzen, zum Anliegen und sich ausruhen. Sie macht die Augen auf und schaut um. Die Sonne scheint jetzt feiner als vorher und sie sieht ein Plätzchen bei den Wurzeln von einem grossen Baum, wo moosig bewachsen ist und halb im Schatten, halb in der Sonne liegt.
Fanian läuft zu dem Baum und sitzt ab, der Rücken angelehnt am dicken, glatten Baumstamm. Neben ihr wölben sich die grossen Wurzeln zum Boden aus und formen eine Art ein Nest um die Fanian. Die Fanian rutscht den glatten Baum durchab mit dem Rücken und legt sich auf den warmen Boden. Ihre Beine sind in der Sonne, der Bauch und der Kopf im Schatten, umgeben von den starken Wurzeln vom Baum. Sie spürt, wie ihr Körper warm und weich ist. Ihre Beine und Arme sind müde vom vielen Hüpfen und vom Umspringen. So schön, denkt Fanian, dass ich das beides so nah aufeinander machen kann. Umgumpen und mich bewegen und dann anliegen und still sein. Fanian legt ihre Hand auf den Bauch. Ganz langsam wölbt er sich gegenüber beim Einschnaufen und beim Ausschnaufen sinkt er wieder ab, ein bisschen mehr Richtung Boden. Auf und runter. Ein und aus. Die Fanian spürt die warme Abendluft in ihren Bauch hineinströmen und noch ein bisschen wärmer wieder rausfliessen. Ein und aus. Bevor die Fanian einschläft, denkt sie noch, wie schön dass es ist, zum da sein im Schlummerland, zum hüpfen und rennen und sich umschwingen. Sie ist froh, dass sie ihre Arme und Beine, ihre Hände und Füße, dass sie ihren ganzen Körper hat, dass sie damit spielen und umeinander turnen. Und sie ist glücklich, dass sie am Ende vom Tag anliegen, ausruhen und schlafen. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schläft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören.
Ein und aus. Und ein und aus.